Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Ich freue mich schon tierisch, denn wir sind kurz vor dem Bosskampf gegen den lieben Willi. Ich würde mal sagen, ich wollte nicht eigentlich zu lange rumblabern, sondern wir versuchen es direkt einmal. Wir haben in der letzten Folge noch ein paar Räubli gesammelt in der Kristallspitze. Das kann ich noch mal ganz kurz zeigen, da sind wir jetzt gar keine Räubli mehr. Die einzige Räubli, die mir noch fehlen, ist einmal da unten beim Willi. In der Hoffnung, dass ich dort mal jetzt ankomme und das finde. Einmal da und dann fehlt noch eins, ich glaube es sind Grünwege. Genau, einmal da. Und ich würde mal sagen, wir werden jetzt am Willi eins auf den Keks hauen. Und dann kümmern wir uns um die letzten Räubli. Und jetzt schauen wir mal das Ganze an. Let's go! Genau, jetzt kommen da ja wieder seine Untertanen. Hoppa! Soll ich mich von dem treffen lassen? So, da nimm direkt Schaden. Ah, genau, jetzt muss ich mich zuerst mal wieder daran gewöhnen, was er so auf dem Kasten hat. Okay, der geht weiter, als ich erwartet habe. Okay. Ah, jetzt habe ich mich zu fest auf die Stacheln konzentriert. Okay. Komm, die erste Phase haben wir sicher bald durch. Dann kann ich mich nochmal full heilen. Komm jetzt! Komm jetzt! Ah! Ich glaube nicht, dass ich das schon wieder verkackt habe. Ich kann es nicht glauben, dass ich das schon wieder verkackt habe. Wie kann das sein? Wir sind doch so gut. Wir sind doch so stark. Und ich habe es verkackt. Dann würde ich sagen, auf ein neues. Heute ist der Tag, wo der Willi fallen wird. Der Boss ist mir einfach irgendwie eins zu schwierig. Ich weiß nicht, was ich falsch mache bei dem. Er ist mir irgendwie einfach eins zu schwierig. Die Phasen gehen mir auch ein bisschen zu lang. Also bis wir mal die erste Phase durchhauen. Und die Stacheln dann... Oh, jetzt bin ich genervt. Jetzt muss ich mich schnell... Slow down, take it easy. So. Ich habe das Ganze gehofft, dass die erste Phase mal durch ist, damit ich jetzt wirklich einfach... Komm, jetzt heb dich doch dort fest. So. Dass ich jetzt einfach mal easy mein Leben dann kann mal nachfüllen, aber es hat nicht wollen. Es hat nicht wollen. Würde ich sagen, auf ein neues. Hä, wieso sind jetzt die Kleinen mir die ganze Zeit im Weg? Weil ich wohl vorher so ausgerottet habe da. Ja, moin. So. So, ich würde aber sagen, wir versuchen jetzt noch mal ein bisschen im schnelleren Durchlauf da durchzukommen. Beim letzten Mal habe ich jetzt ja wirklich plus minus null aus dem Weg geräumt. Ah, jetzt bin ich noch genau reingekommen. Wieso gehe ich jetzt runter? Oh, Menno! Taucht noch ein kleines auf und haut mir eins auf den Zipfel. Jetzt habe ich halt keine Seele mehr. Jetzt wollte ich mir natürlich zeigen, wer da der richtige Babo ist im Haus. So, jetzt müssen wir ihn töten, sonst, dass er sein ganze Geo verliert. So. Nice. Machen meine Spinnen überhaupt genug Schaden? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Lohnen die sich mitzunehmen? Ob die überhaupt wirklich so viel Schaden machen, bin ich mir die ganze Zeit am Hoffen. Ich habe immer das Gefühl... das war knapp. So, einmal alles rauf, einmal alles rauf. Ja, das Kleine ist mir egal, der Grosse darf mich nicht treffen, weil sonst verliere ich ziemlich gutes Leben. So, da racen wir jetzt auch mal noch schnell durch. So, können wir ja hier noch ganz kurz schnell Leben anfüllen und let's go. Vielleicht hätte ich jetzt einfach allgemein auch beim Willi mehr meinen Schuss einsetzen. Ich wollte halt eben die ganze Zeit meine Seelen aussparen zum Heilen. Durch unseren Sporenpilz hätten wir ja dann immer praktisch gesehen noch mehr Schaden können machen. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. So. Dann sollten wir eigentlich schon wieder da sein, wenn ich mich nicht täusche. Also wenn ich jetzt den Weg schon so auswendig finde, könnte man dann sogar überlegen, unseren Kompass wegtun. Wenn es nicht klappt. So, da. Nice. So, das Einzige, was ich jetzt sicher mal machen ist, ich lade meinen Schuss hier auf. Ah, das bringt ja gar nichts. Jetzt kommen wir am Anfang zuerst die komischen Viechli.
Gut, jetzt einfach nicht gerade unbedingt von denen treffen lassen, dann kommt das eigentlich gut. So, jetzt aber. Ah, jetzt hat er gerade zweimal das aktiviert. Ah! Jetzt gehe ich wieder in den rein. Komm, einfach gediegen ausweichen. Ja, die scheiß Stacheln. Nein, ich komme schon wieder auf den Deckel. Ich komme schon wieder auf den Deckel rüber. Nice. Okay, Leben anfüllen. Leben anfüllen. Okay, okay. Ah, jetzt kommen die Stacheln wieder. Okay, okay. Nice! Ja, genau den. Genau den meine ich muss einmal... Ah! Ah! Mühsam. Aber die erste Phase haben wir schon mal durchgehabt. Was mir auffällt ist, ich glaube, der Kompass nimmt mich raus, der Sporenpilz nimmt mich raus. Dornende Qual wäre natürlich ziemlich nice. Die Spinnen behalte ich mal noch bei, weil die machen halt durchgehenden Schaden. Was ziemlich nützlich ist. Jetzt ist aber eher die Frage, was nehme ich mit? Das wäre ja ein Talisman mit einem Kristall, erhöht die Geschwindigkeit in der Seele, fokussiert wird und erlaubt es dem Träger so Schaden schneller zu heilen. Das wäre natürlich ziemlich praktisch, aber bräuchte 3 Sockel. Mehr Leben mitnehmen bringt nichts, weil der Weg dann einfach sehr, sehr mühsam ist. Bringt nichts, das bringt nichts. Ach Mann, ist alles mühsam. Der Träger, unverwundbar, nachdem er sich von Schaden erholt. Das heisst, wir könnten länger überleben. Seelenfängen wäre natürlich praktisch, wenn ich mehr auf Schüsse würde gehen. Dass jedes Mal, wenn ich ihm eins hitte, dass ich jetzt wirklich mehr auf Schüsse gehe. Komm, ich probiere es mal so. Gehe mehr auf Zauberfähigkeit. So, next one. Direkt nochmal ins Getümmel rein. Hallo. Also, ganz ehrlich, mich wundert es, wenn ihr das Spiel auch gespielt habt, wie lange habt ihr gebraucht, um den zu besiegen? Ist er so schwierig, wie ich tue, oder ist er eigentlich wirklich eine Lappalie und ich stelle mich einfach absolut dumm gegen ihn? Schreibt es mir doch liebend gern in die Kommentare, das würde mich wundern. So. Jetzt sind wir nämlich da schon extra in den Schwarm reingegangen, dann wollte ich ihn eigentlich eben besiegen. Sonst müssen wir da wirklich jetzt einfach mal ein bisschen länger ausprobieren, bis wir mal den richtigen Anlauf haben. Voilà, komm, ignorieren. Ignorieren, wir machen uns direkt auf zum Willi, ohne grosse Hindernisse. Nice. Ach Mann. Der Kleine musste doch noch extra da stehen, ne? Mann, 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 Mann. Sola. Sola. Jetzt kommt da ja wieder der ganz grosse. Die Frage ist jetzt, ob ich den auch so mal ignorieren kann, weil ich warte ja immer dort ab. Jetzt habe ich es fast geschafft. Ja, und jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es sehr kritisch und das lasse ich mir nicht gefallen. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Wir hauen ab. Wir füllen kurz unser Leben an. Das war in dem Fall der Todesversuch hoch 10 gewesen. Schau, er steckt da schon dort. Sie wartet so richtig drauf. Nice. Nice. Leben nochmal nachfüllen. Sterben ist jetzt gerade momentan nicht unsere... Oh, okay, noch einen Hit gelangt. Nice, 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 nice. Nice. Okay, dann haben wir da nämlich jetzt wenigstens mal freie Bahn aufwärts. Mann, bin ich jetzt verschrocken. Ich habe gerade gemeint, ich sterbe da voll weg. Das hätte ich mir niemals verziehen. 3-mal, okay. Wenn wir den auch schnell aus dem Weg räumen. Ah, jetzt ist er ganz unten. Das wäre unsere Chance, oder auch nicht? Oder auch nicht? Oh Mann! Nein, das hätte nicht passieren. Ich glaube, jetzt respawnen alle wieder. Oder auch nicht? Okay.
So, komm. Ach, ich lasse mich vor allem nicht töpfen, aber von dem kleinen Stinkkäfer. Mann, also Bienenli. So. Holen, einmal da durch. Ignorieren das ganze Zeug. Ja, ich glaube, das ist jetzt wieder die dümmste Idee gewesen, die ich haben kann. Da einfach wieder durchgehen, wie nichts anderes. Aber ich wollte mich gegen den Willi stellen. Wieso muss ich immer da einen riesen Weg auf mich nehmen? Einfach mühsam. Naja, was soll's. So. Jetzt aber. Sola. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Willi, du wirst fallen. Let's go. Aber der wird ziemlich zügig unterwegs sein wieder, jawohl. Ah! Ich mich selber eingesetzt habe, hat er da... Okay, eigentlich bin ich durchgeslidet. Gut, stacheln wir wieder. Okay. Ah, das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Ich slide durch ihn durch, aber irgendwie funktioniert denn das nie so ganz. Muss ihm eigentlich mal einen Hit können geben. Jawohl. Ah, genau wieder in die Stacheln rein. Ach komm, hey. Ach komm, hey. Der Willi. Der Willi. Der ist einfach zu viel für mich. Ich bin wieder so kurz so weit, dass ich jetzt sage, komm, ich ignoriere ihn. Und probiere etwas anderes. Oder mache etwas anderes. Und gehe lieber noch mal schnell ein paar Räubchen einsammeln, damit ich da den Kampf wieder ein anderes Mal fortführe. Dass ich jetzt sage, hey komm, ich gehe da noch ein Räubchen hüllen. Dass wir da mal schauen, wie ich da ankomme. Weil irgendwie muss da ja einen Keimweg geben, wie ich da ankomme. Ich würde fast schon behaupten, vom Tiefnist her. Weil da hat es ja auch einen Weg. Aber ich weiss nicht, ob das da so gegen runter führt. Und dann eben das Räubchen. Das Räubchen kann ich nicht holen, solange der Willi da steht. Willi! Mach mich doch nicht fertig! Gibt es eine andere Kombination, die ich da ausprobieren kann? Gibt es da eine andere Kombination? Wisst ihr was? Ich komme gerade wieder. Kurzen Moment bitte. Irgendwann später. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Tut mir leid für den kurzen Unterbruch. Und zwar habe ich mich jetzt ganz kurz schnell erkunden, wie ich da am besten vorgehen soll gegen den. Jetzt muss ich da ganz kurz mal schnell durchklicken. Und zwar einmal diese hier, einmal diese hier, einmal diese hier. Jetzt muss ich ganz schnell nochmal nachgüchseln. Dann haben wir noch einmal noch das Traumschild, das ich noch mitnehmen soll. Den Kompass kann ich eigentlich noch weglassen. Dann wäre eigentlich noch der lange Nagel, den ich gerne mitnehmen würde. Und jetzt sind wir soweit eigentlich voll. Jawohl. Okay, also ich würde mal sagen, ich versuche es mal in dieser Combo. Jetzt bin ich mich halt auch schon am Fragen gewesen, aber das müsst dann ihr mir eigentlich auch in den Kommentaren beantworten. Und zwar, ob ich den Weg dort jedes Mal soll eigentlich cutten. Also dass ich mir sage so, hey, wir sehen uns jetzt jedes Mal einfach wieder beim Boss. Also wenn ich nicht gerade so wieder auf den Sack bekomme wie jetzt gerade. Und der ganze Weg, also der Weg bis dort eigentlich mit Cut und immer direkt beim Boss erscheinen. Weil es ist ja, glaube ich, auch ein bisschen mühsam, jedes Mal mir da zuschauen, wenn ich da versuche, immer den Weg noch zu frei zu kämpfen. Aber ich bin in guter Hoffnung, dass wir es sonst jetzt in diesem Anlauf anbekommen. Wenn nicht, dann wäre ich froh, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Weil ich werde jetzt so lange an dem dranbleiben, bis ich den irgendwie, irgendwo, irgendwas, irgendwie einfach anbekomme. Weil ich muss ihn besiegen. Ich will mein Räubli. Und ich kann mir das nicht gefallen. Ich will mein Räubli. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen. So. So, da. Dann würde ich jetzt mal sagen, das nehme ich euch mal sonst noch mit auf dem Weg bis dahin. Weil der Weg ist wirklich einfach, eigentlich einfach mühsam. Ich habe eigentlich da mein Ding eingesetzt, aber dann halt nicht. So. Da. Und dann hoffe ich eigentlich, dass wir da gut mal vorwärts kommen. Jawohl. Mal schnell
Lucky. So, und der wieder. Nice. So, die Spinneli habe ich jetzt im Allgemeinen einfach mal rausgenommen, weil ich das Gefühl hatte, hey, mit denen mache ich einiges weniger an Schaden. Und ich mir einfach gesagt habe, hey, das kann es ja auch nicht sein, dass ich Spinneli mitnehme für 3 Sockel, wo ich da noch andere Sachen mitnehmen kann. So. Jetzt habe ich das Gefühl, die Sachen sterben viel schneller ab, also auch hier im Run bis zum Willi. So. Ja, das funktioniert schon einiges besser, dass wir jetzt die Spinneli weggelassen haben. Ich glaube, das könnte vielleicht der Clou sein, warum ich das jetzt nicht immer richtig anbekommen habe. Aber das finden wir raus, sobald wir wieder am Start sind. Das war knappig, aber wir raisen die Chance durch. Nice. So, dann sind wir dann nämlich auch schon wieder beim Willi. Jetzt muss ich noch kurz meine Seelen einsammeln. Und eben schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ich das jetzt nicht anbekomme. Also ich gehe davon aus, dass ich es anbekomme. Nein, komm. Das regeln wir dann, wenn der Kampf vorbei ist. Und ich gewonnen habe mit dem oberen Hauptem, da wird aus dem Kampf strotzen. Let's go! Ja, ich komme irgendwie nie durch ihn durch. Stacheln wieder, okay. Ah. Okay. Ah, jetzt kommt da wieder die... Ah, ich habe doch rechtzeitig gedrückt. Jetzt kann ich mein Leben nicht in Ruhe anfühlen, wegen denen. Das ist doch jetzt so unfair gewesen. Aber wir haben die erste Phase schon mal durch. Hä? Ich hatte... Ich weiss gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber ich habe das Gefühl, wir sind schon mal besser dran. Der Clou war jetzt eher, dass er die ganze Zeit die Viecher gerufen hat, anstatt... Naja. Ich würde sagen, auf ein neues! Ich würde sagen, bei dieser Komma bleibe ich jetzt einmal. Ich habe das Gefühl, mit der sind wir schon ziemlich gut unterwegs. Ja. Ich bin langsam einfach ein bisschen sprachlos, was ich dazu sagen soll. Ach, dann nicht noch 3 Gumpen da. So, ich bin langsam genervt, ich hoffe, man merkt. So, den Kompass habe ich jetzt nämlich mal draussen, den brauche ich nicht mehr. Dann machen wir uns jetzt mal wieder auf den Weg zum lieben Willi. Auf den letzten Versuch. Aber eben, was mich am meisten stört, sind die Stacheln, habe ich jetzt plus minus im Griff. Was mich am meisten stört, ist, ich habe immer das Gefühl, ich komme nicht durch ihn durch. Also immer wenn ich durch ihn durchsliden will, habe ich das Gefühl, ich komme trotzdem noch irgendwie Schaden über. So. Und das nervt mich halt am meisten irgendwie. Also jedes Mal, wenn ich dann da so meinen Schattenspur brauche, habe ich das Gefühl, der funktioniert irgendwie gar nicht so, wie er müsste. So. Den Weg kennen wir ja langsam auswendig. So. Da kommen wir ja langsam durch wie nichts. So. Nice. Schade, dass die Spinneli nicht gut funktioniert haben. Die haben nämlich in meinen Augen noch ziemlich gute Unterstützung geleistet. Aber es aussieht, ist das doch nicht der Talisman schlechthin, wie ich das gedacht habe. Das war mein Fehler. Und gerade noch einen zweiten hinten an, natürlich. Das ist schwer langweilig. Und dann natürlich noch das dritte Mal mir einen noch auf den Keks gehen. Ach, Jägeli. Jetzt habe ich gedacht, ich komme da mal mit vollen Seelen an und baller ihm von Anfang an mal eins ins Face. Aber wie es aussieht, komme ich nicht mal mit vollem Leben an. Suchen wir da die Taktik wieder. Move. Nice, okay. Da haben wir wenigstens volles Leben schon mal. Da kann ich da mal schnell nachfüllen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal auf in den letzten Kampf.
Gag. Der Willi, da ist meine Seele, gemütlich. So. Tief durchschnaufen. Let's go! So, ich bleibe jetzt mal ein bisschen ruhiger, mal voll Concentration. Ah! Ah, dass er genau dort hinkommt. Oder? Jetzt sind eh die Viechli da. Jetzt bin ich eh froh, wenn er nicht gerade in die nächste Phase reingeht. Mann! Nice, 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 nice! Leben auffüllen, Leben auffüllen! So. Ist machbar, ist machbar. Ah, ist doch nicht machbar! Es ist nicht machbar. Ach, Jägeli. Aber ich würde sonst mal sagen, aber ich könnte mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich ab jetzt einfach jedes Mal den Weg nicht mit reinnehmen soll, also dass ich den einfach immer schneide, direkt beim Boss bin. Weil ich glaube, das könnte noch ein paar Anläufe brauchen, bis ich das bekomme. Ich lasse mir in dieser Zeit vielleicht mal noch etwas Besseres einfallen. Und sonst würde ich sagen, danke mal fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat irgendwie Spass gemacht, mir beim Fehlen zuzuschauen. Lasst doch ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns doch in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde Hollow Knight mit eurem Schweiz. Danke fürs Einschalten und ciao.